Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Pokémon Schild Folge. Mein Name ist Herrenapf und ich habe keine Socken an. Wo sieht der Rose-Tower von Ihnen aus? Der ist riesig und man wird fast schwindelig. Dann schau nicht runter. Aber ich liebe so Boden und Rosenhunger dran. Wunderschön. Wusstet ihr, dass der Rose-Tower angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann ein spezielles Gebäude das Pokémon maximieren. Da gehen wir doch mal rauf. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe, wie schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rose Tower nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Ich wohne in Tokio, das ist nichts Spezielles. Ne? Los geht's. Wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm! 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 Oh nein. Andringende Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste zu entfernen. Was ist das brutal? Gehört die Anweisung von Oliva, kommt das, muss ich sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt es bestimmt einen sehr geilen Bonus für mich. So. Eis-Pokémon hast du auch so. Das ist perfekt. Ich griffe mit Ausbrennen an. Ausbrennen ist eine Feuerattacke, die glaube ich nur Monte Carlo kann. Eine verdammt starke Feuerattacke. Naja, hätte jetzt epischer erwartet. Dann ein Nebeneffekt ist, es ist nachher nicht mehr gut wie Feuer. Und verliert somit seinen Step-Bonus. Spannend, oder? Skalabra Level 65, okay. Jetzt verliere ich schon wieder Geld. Mit jeder Niederlage weiter in die Miesen. Ach ja. Da geht er hin, mein Bonus. Aus der Traum von meinem eigenen Haus. Oh, sorry. Wir wollen zu Liga-Präsident Rose. Sag schon, wo wir ihn finden. Einfach da oben. Nimmt einfach den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Du bist ein Guter. Ja, gleich sind wir am Ziel. Halte durch, Bruderherz. Wir kommen. Drück doch einmal auf den Huren-Lift-Knopf. Gott verdammt nochmal, wie lange willst du noch warten? Oh, ich bin dran. Sorry. Rose. Okay. Ich will aus einem Lift. Erinnere mich ein bisschen an den Europapark. Du bist doch auch irgendwie in die Mitte gestanden, zur Tür reingekommen, so eine riesige Plattform aufgefahren. Und dann bist du durch einen völlig anderen Ausgang wieder raus. Oder du bist durch den gleichen Ausgang wieder rein, wo du rausgekommen bist, die gleiche Tür. Und bist dann völlig anders gewesen. Und du bist so wow und so. Dann sind Dinosaurier gekommen von links und rechts. Und du bist in einem Wägeli gewesen und... Ja. Egal. Ich würde sagen, die zwei Vögel putzen wir weg. Leck, die tönen ja schon schwer. Okay. Ich würde sagen, du nimmst links. Ich nehme... Am liebsten würde ich beide nehmen. Naja. Bronzong! Wieso griffst du Staub-Pokémon mit einem Bodyslam an? Okay, darum. Ausbrennen, Monte Carlo. Schön. Aber ja. Ich bin jetzt nicht mehr vom Typ für und naja. Haben somit kein Same Type Attacker Bonus, der Stab Bonus nicht mehr. Brauchen aber auch nicht bei so schwachen Pokémon wie Kumfanti. Ich finde Kumfanti zwar geil, weil es ist ein Elefant mit Basecap und was fehlgeschlagen. Jö. Wo wir etwa Feuertyp sind, so können die Attacken auslösen. Kopfstoß, na besser, aber immer noch nicht gut. Nein, nicht besser, sorry, mein Fehler. Aber einen Volltreffer gemacht. Ausbrennen, komm schon. Okay, es geht wirklich nicht. Wenn ich nicht Feuer bin. Okay, dann nehme ich... Schaufler. Gegenschlag. Kommt schon früh. Gut, Gegenschlag wirkt mehr niedriger gegen den KP sind und er hat recht viel KP gehabt, darum verstehe ich, dass das nicht eingesetzt hat, aber gleich. Puh. Naja. Zurück zur Europa-Park-Story. Sind wir auch schon mal im Europa-Park gewesen? Ich bin auch ein paar Mal im Europa-Park.
Aber tatsächlich seit einigen Jahren nicht mehr. Letztes Mal, wo ich war, leck hat's mir nicht verbessert. Glaubt ihr gar nicht. Morgen war alles voll easy gewesen. Wobei, ich muss anders anfangen. Morgen war nicht alles voll easy gewesen. Wir sind hure früh los, weil der Typ macht etwa um 9 Uhr oder so. Wir wollten etwa die Ersten sein. Haben es tatsächlich dann noch geschafft, dass wir sind reingekommen, sind vor dem Tor gestanden, vor dem Verschlossenen und haben rein wollen. Und dann sind sie aufgetan und alle sind so reingerannt. Silverstar! Oder Silverstar das heisst, oder? Ja. Und wir sind so Woo! Hot Dogs! Und sind dann natürlich auf Silverstar gegangen, weil ja, hat immer noch viel weniger Leute am Morgen als der Tag, auch wenn alle gerade die Tigerennt sind. Egal. Ich würde mal sagen, ausbrennen, ja. Und ja, wir sind dort auf der Silverstar auch am Morgen, nachher noch die Euromir durchgejätet und die Eurosat. Wooden war dann ganz neu. So eine Holzbahn, glaube ich. Und die geht hure Tempo, glaube ich. Irgendwie von 0 auf 100 in weniger als 3 Stunden. Frage ich nicht. Das haben wir gehabt, Bluefire, genau. Ne? Wurden nicht ganz neu, aber die, die so tiefig ist, ist Bluefire, genau. Das haben wir gemacht. Ich glaube, das Matterhorn sind wir da ab. So, Scheiß. Ja. Einfach alles Mögliche halt, gell? Ich weiß nicht, was es heutzutage gibt. Heutzutage gibt es sicher viel krassere und coolere und Sachen. Und ja, hat er Blausch gehabt, alles durchgejätet. Sind ja du essen, gell? Nicht die Hot Dogs in Holland, weil die wären genial gewesen. Aber ich weiß auch nicht, wir sind dann in der Nähe vom Eingang, hat es auch so ein Restaurant gehabt, sind wir einfach mal bö. Nicht gewusst was, keinen Bock gehabt so, bö. Einfach mal dort ein bisschen stopfen. Hat es Nuggets gegeben und Pommes, gell? Was kann mit Nuggets und Pommes frites gross falsch machen? Scheint so einiges. Die haben ein bisschen komisch geschmeckt. Weiß auch nicht. Schon Nuggets, aber irgendwie ein bisschen. So wie die fertig Little Nuggets, die du im Lidl haben und schon ein bisschen vorgefrittiert sind. Ist einfach nicht das gleiche wie Qualitäts-Chicken Nuggets von Maggis, du weißt. Und die haben wir gestöpfelt und ja. Dort hat es mich grusig verrissen. Wahrscheinlich ist es eine Art Mini-Lebensmittelvergiftung oder die Nuggets sind nicht mehr so auf 100 gewesen, keine Ahnung, aber von dem Moment an ist mir einfach der ganze Name nur noch schlecht gewesen. Und ja. Jeder hure Movement hat meine Magengegend so durcheinander gebieben, dass ich einfach nur noch müssen käsen. Ja Gott, wir sind überall gewesen. Ja, das erste Mal, als ich auf ein Bänkchen höckeln, sind wir ein bisschen abliegen. Bin ich mal eine Minute ruhig gewesen. Hängt da so ein kleines Gärtchen mit Bäumchen und Büschchen gehalten. Hinter einen abkäsen. Zurück aufs Pänkchen. Kopf ist Schoss vom Kollegen gelegt. Er ist ein Lieber sich. Ein bisschen geruht und so. Und nachher, Bro, geht's gut? Ja, voll. Dann wieder einen hinterher abkäsen. Wieder das gleiche Ort. Einen leck habe ich selig gemacht. Egal. Gut, dann wieder ein bisschen beruhigt, ein bisschen etwas getrunken, gegessen, ein bisschen etwas Normales, um ein bisschen den Magen beruhigen und so Scheiß, gell, machst halt so Schins. Ja, alles gut gegangen, dann haben wir gedacht, gut, wir machen mal ein bisschen... Also nein, wieder gut gefühlt soweit, bin bereit gewesen. Dann sind wir mal auf die Silverstar. Einfach weil, ist mir ja gut gegangen soweit und why not? Ja, eben auf die Silverstar gegangen und es hat angefangen
Also von durch schnell an, gell? Und dann gehst du den Hager auf. Und dann geht's den Hager ab und Gott verdammt jetzt gekehrt. Like, literally, wenn ihr Silverstar kennt, ihr wisst, es hat ein bisschen Spiralen und ein bisschen Looping so, es geht schnell um das Curve rum. Gott verdammt, die Silverstar war schon 3 Kurven weiter gewesen. Ich bin immer noch am Start hinter gewesen, gedanklich. Ein Looping und noch dazwischen gehabt. Entsprechend mein Körper hat sich durchgeschüttelt, durchgedreht und ich bin nicht bereit gewesen. Rot, was passiert ist. Auf der Silverstar oben. Das ist ein Klassiker, der Oh Gott. Es ist viel zu schnell gewesen, sich alles viel zu schnell gedreht, dass ich hätte irgendwie mitbekommen oder schauen, wo das Zeug hingeht, runtergumpelt. Aber es war so der Klassiker gewesen, wenn du bist in der Kurve vorne, das passiert, wenn du in der Kurve vorne auf die Seite raus wenn es die Kurve macht und nachher der Wagen hinten der Wagen hinten kommt mit Vollspeed durch und natürlich genau ins rein. Oh Gott. Und nachher die Bemustigen, die hängen dran, so junge Mädchen gesehen. Alter, die hat alles abbekommen. Jupp. Einfach die hinter mir angekäst. Wie kann ich vorne käsen und dann die hinter mir? Oh Gott. Geil gewesen. Willkommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Ich bin schon höher gewesen. Es ist euch also tatsächlich gelungen, meinen Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große mir gar nicht mitbekommen. Ich habe nur geredet. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so ein großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Ab jetzt endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich bin verrückt! Ja, das habe ich schon gewusst. Leck ist das ein Bitch. Ich stehe drauf. Ja, die vernasche nachher noch zum Dessert, aber beim Dessert ist vernaschen wir nur das Gläschen da. Sie kommt mit einem Eis-Pokémon hinterführen. Okay, dann komme ich mit Ausbildern hinterführen. Los! Monte Carlo. Zack. Frosted weg. Badabadabam. Monte Carlo löscht sich komplett oder irgendetwas. Nein, 30 was. Wie kannst du dort meine Pokémon besiegen? Verbrennen? Was hat sie gesagt? Ah ja. Milotic. Gut. Was für Pokémon? Ich habe das Feuer-Pokémon-Team dabei. Damisier. Ich nehme Fuego. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, wie ihr wisst. Milotic ist einfach ein richtig episches Pokémon. Dark Lariat. Boom. Perfekt. Amphira. Bleiben wir gut. Und dann habe ich nämlich eine schicke Attacke über Amphira. Auswurgeiles Pokémon wie ich finde. Und Erdbeben. Dann machen wir den Turm einmal kaputt. Aber mit der Theorie praktisch nämlich nicht. Froyal. Weiter. Oh, cooles Pokémon. Ich finde Alola-Pokémon sind generell recht cool. Ah, ja, ich finde Alola-Pokémon vom Design her und von den Pokémon her oft gelungen. Ich finde den Starter cool, ich finde das Froyal hier cool, ich habe den Samphira vorher cool gefunden. Das Problem ist einfach, es sind viel zu wenig gewesen. Erstens,
Das andere Problem, die Alola-Pokémon passen mir nicht so. Naja, jein. Alola Volona zum Beispiel finde ich cool. Alolas Nobilikat tatsächlich auch. Alola Slimeock scheiße. Weil es entwertet das herkömmliche Slimeock einfach komplett. Weil es gibt nichts, wo an einem Gift-Pokémon, an einem Gift Slimeock besser ist als an einem anderen Slimeock, wo Gift und Unlicht ist. Einfach ein Knirscher einfach noch Step drauf bekommt. Vielleicht hat es ein bisschen mehr Schwächen. Gut. Psycho, wo vorher eine Schwäche war mit Gift, ist jetzt plötzlich immun. What the fuck? Andererseits gut. Das Käfer, der vorher Unlicht, also normal war, nicht sehr effektiv, ist jetzt normal effektiv. Gut. Aber wegen dem ein Büro auftun, nein, merci. Fee, wo vorher nicht sehr effektiv war, ist jetzt normal. Gut. Aber die Vorteile überwiegen doch ganz klar. Nein, da rege ich mich schon drauf. Gut, der Bulldogs ist stark. Egal. Und die Generation war einfach scheiße. Es war ein bisschen lang, die Story selber. Hätte ein bisschen kurzer und kompakter können sein, dafür besser. Es ist einfach so, genauso wie das hier auch. Gegen Schluss ist es einfach so, die Länge gezogen worden. Aber ja, sonst ist es echt ganz cool gewesen. Und was mir natürlich dort nicht gepasst hat, ist das Arena-System. Nicht vorhandene Arena-System. So by the way. Das Arena-System. Herrscher-Pokémon, einfach keine Arena mehr. Und einfach ein Pokémon in einem Gebiet, wo das stärkste von allen soll sein, ein bisschen grösser ist und ein bisschen boosterte Werte hat. Serious? Aber ja. Wir sind nicht da, um uns über die siebte Generation aufzuregen, sondern hat das Pokémon von mir getötet. Was? Gut, 67, aber gleich. Was? Staune gerade ein bisschen. Potz, Heiland 1000. Ein Dyna-Pokémon noch? Wie hätte das können passieren? Habe ich die falsche Attacke gedrückt? What the fuck? Naja, egal. Flamara weg und Volnona bringt uns den Sieg. Wie ist es mir möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Rinderschwert so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter am Leben schwer machen. Was? Aber wir haben nun alle Wunschstellen, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran nichts mehr. Wow. Du bist einfach nicht aufzuhalten und tellen ab, wie du deine Monte Carlo, dieser Tricks und Kniffe entlockt, ist echt mal Wahnsinn. Was? Monte Carlo? Ach so, das. Ja. Es ist Zeit, nötige Vorbereitung für den Liga-Präsident zu treffen. Jetzt die schönste animierte Szene von allen. Schau dir das an. Es ist nicht einmal animiert. Aber geil. Aber Delian, ich mache es jetzt schon 100-mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Gem solltest das wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was Sie sagen. Für mich ergibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen diesen Kampf anzutreten und Werbung für diverse Firmen zu machen auf meinem Umhang. Die Bürger der Galar-Region und nicht zuletzt ich selbst, wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren wird die Energie für uns aufrechterhalten, dieses Lichtglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit ist begrenzt. Und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag.
Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu erschaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist also, was uns in 1000 Jahren... Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Oh nein, tu es nicht. Halt, stopp. Delion, ich habe mir Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung auf dem Kreuz bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach und es ist schon spät. Zum Glück hatten es uns geholfen und Mary und Tim Yell auch. Ach, es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Top. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf Delion. Ach so, hat er gesagt. So lol. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Mit ihrem Sidecut. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen, so viel steht fest. Rote Schuhe, gewagt. Aber die rote Krawatte, okay. Du magst mich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen, aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Wird er sein Wort halten? Wird er die Geschichte verändern? Das ist ein motivierter Worker. Naja, es ist soweit. Und? Hast du dich auch richtig ausruhen können? Nö. Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Okay. Du bist geil, oder? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gerne zum Stadion. Hey, tut sich ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Antelio und ich sagen Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten in der Pokémon-Liga folgen Olivias Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat, und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles dafür den Liga-Präsidenten tun oder Gesellschaftsverluste. Offenbar hatte sie zu diesem Zweck sogar extra eine große Gruppe von Experten aus Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen, die Liga-Angestellten, die sich heute um den kümmern, wollen euch nichts Böses. Könnt ihr mal aufhören jetzt? Klingt gut, das können wir vertrauen, und herab. So, ab jetzt zum Stadion mit dir. Ich will endlich kämpfen sehen. Ich will dich kämpfen sehen, ich will dich kämpfen sehen. Soll ich zum Stadion bringen? Ja, Mann! Gut, dann lass uns gehen. Okay. Ich würde sagen, ich mache mein Team ready fürs finale Turnier. Und ihr? Da werden wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion in Gala. Und wir wirst du das allerbeste Kämpfe hinlegen, die die Welt je gesehen hat. Los, melde dich an. Und ich werde mir ein neues Team zusammenstellen. Mein drittepischste von allen Teams an einem Finalturnier würdig. Bis dahin. Und ciao.